Was geht bei dir ab, wenn du Musik hörst? Also ich meine nicht Hip-Hop oder Schlager. Was geht bei dir ab, wenn die Musik von deinem Herzen klingt, der Metal? Was geht bei dir ab, wenn du selber musizierst? Wenn du singst oder ein Instrument spielst? Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn es eine tiefe Resonanz gibt? Wenn bei einem Riff nicht nur die Saiten von der E-Gitarre oder einem Bass klingen, sondern auch die Saiten von deiner Seele mitschwingen. Musik ist etwas so Wundervolles. Musik ist etwas so Geheimnisvolles und so Starkes und Wirkmächtiges. Eigentlich kein Wunder, haben darum zwei berühmte christliche Denker die biblische Schöpfungsgeschichte weiterdenkt. Wir lesen in der Heiligen Schrift x-fach, dass Gott die Welt durch sein Wort geschaffen hat. Ja, aber Gott kann doch nicht nur geredet haben. Er muss auch das Wort gesungen haben. Genau. Und so singt beim C.S. Lewis in den Chroniken von Narnia der göttliche Leu Aslan die Welt von Narnia in die Existenz. Je nach Art der Musik, die aus dem Rachen vom Aslan kommt, entstehen andere Tiere und Pflanzen. Und auch beim Freund von Lewis, J.R.R. Tolkien, finden wir die Schöpfung durch Musik. Im Silmarillion gibt der eine Gott Ilúvatar für die Schöpfung der Ainur eine Musik vor. Über diese vorgängige Musik da singen und improvisieren die engelsgleichen Wesen, sodass eine riesige Musik entsteht. Eine Musik von endlos ineinander spielenden Melodien, die harmonisch miteinander verwoben sind. Schöpfung durch Musik. Und eben, ich habe es vorher schon gesagt, in der Schöpfung wird die Musik mächtig weiter. Darum ist vielleicht alles in der Schöpfung Musik. Ist die Erde und alle Wesen Musik? Ja, sind auch du und ich eine Stimme in der grossen göttlichen Universumssymphonie. Die ganze Erde eine Sinfonie von ausgewogener Majestät. Alles Leben eine Melodie mit vierstimmiger Harmonie. Die Musik, die Schöpfung ist Musik, Musik ist Schöpfung. So heißt es in dem Song von Theocracy. Aber ist das wirklich so? Ist die ganze Schöpfung Musik? Solche Gedanken, die finden wir schon bei den alten Griechen. Um 500 vor Christus, da haben sie in der Philosophenschule vom Pythagoras von Samos intensiv Musikinstrumente erforscht. Was sie beobachtet und mathematisch berechnet haben, das haben sie dann aufs Zusammenspiel im Universum übertragen. Weil wir in der Natur meistens ein Geräusch hören, wenn sich grosse Körper bewegen, darum haben sie gedacht, dass auch die Sphären mit den Planeten müssten Ton erzeugen. Also die Sphären, die sich nach ihrer Vorstellung um die Erde bewegen. Und sie denkt, die sphärischen Töne im Kosmos, die würden vollkommen zusammenklingen. Zusammenklang heisst auf Griechisch, genau, Symphonia. Heute lächeln wir natürlich über das Sphärenmodell der Pythagoreer. Aber auch in der modernen Physik gibt es gewichtige Stimmen, die sagen, alles ist Musik. Wie Musik sie physikalisch betrachtet, Schwingungen. Und ja, nicht nur das Licht können wir als Wellen oder als Teile beschreiben.
Seit dem Louis-Victor de Broglie gibt es auch den Begriff der Materienwelle. Er hat in seiner Doktorarbeit 1924 beschrieben, wie die einzelnen Teile, die die Materie bilden, zum Teil ein wellenartiges Verhalten an den Tag legen. Für dies hat er 1929 den Physiknobelpreis bekommen. Und im neuen Jahrtausend hat der Physiker Brian Greene gesagt, mit der Entdeckung der Superstring-Theorie gewinnen diese musikalischen Metaphern der Pythagoreer eine verblüffende Realität. Für die jetzt nicht Physiker sind, die Superstring-Theorie geht davon aus, dass alle Phänomene im Kosmos auf eine Art winzige, vibrierende Fäden auf die zurückgehen. Also der Brian Greene vergleicht die vibrierenden Strings mit den Saiten von einem Musikinstrument und er ist überzeugt, aus dieser Perspektive ist der Kosmos nichts als Musik. Wenn nicht also wirklich alles Musik ist, ja, also auch wenn wir selber Musik sind, und wir als Christen ja glauben, dass die Welt kein Zufall ist, sondern der eine Gott die Welt erschaffen hat, sie erhaltet, erlöst und errettet. Und wenn alles in seiner Schöpfung Musik ist, ja, was bedeutet das für uns? Jede Bibel hat eine spannende Entdeckung dazu gemacht. Der Jan liest uns aus dem 2. Kapitel vom Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Gott wollte für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind sein Kunstwerk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das entscheidende Wort für uns heute Abend steht im letzten Vers von Epheser 2,10 eben, denn wir sind sein Poema. In den klassischen Übersetzungen findet ihr das übersetzt mit Werk. Also wir sind Gottes Werk oder Gottes Schöpfung. Aber das griechische Wort Poema ist selten im Neuen Testament. Und es wird sonst sehr oft im künstlerischen Zusammenhang gebraucht. Darum habe ich Jan auch lesen lassen, denn wir sind sein Kunstwerk. Poema kann ein Kunstwerk sein wie eine Skulptur oder aber ein Kunstwerk mit Wort, ein Gedicht oder Literatur. Was ist das englische Wort für Gedicht? Genau, Poem. Das kommt von Poema. Auf Deutsch kennen wir das Wort Poesie oder der Poet, der poetische Werke schreibt. Alle Werke der Sprache sind Kunst. Und sie sind ein schöpferischer Akt. Und wenn man ein Gedicht nur schon mit klingender Stimme vorträgt, dann ist es ein Lied. Umgekehrt, wenn bei einem Lied die Musikbegleitung fehlt, dann ist es halt einfach ein Gedicht. So wie Psalmen in der Bibel, die für uns nur noch dichterische Gebete sind, weil die Musik über die Jahrhunderte dazu verloren gegangen ist. Aber darum übersetze ich Epheser 2,10 heute Abend mit gutem Gewissen so richtig zugespitzt. Denn wir sind sein Metal-Song, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wenn wir tatsächlich ein Poema sind, dann verändert das etwas im Blick auf uns selber. Wir sind Ausdruck von Gottes Kunstfertigkeit. Hey, du und ich, wir sind das Opus Magnum vom himmlischen Komponist. Es ist schon etwas davon voran im Psalm 139 angeklungen, wo wir zusammen gebetet haben. Ich danke dir und staune, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Ich kenne so viele Menschen, die destruktive Gedanken über sich haben, die schlechte Meinung über sich haben, die sich nicht selber annehmen können, die sich schämen, die lieber jemand anders wären, die, egal was sie leisten, es trotzdem nicht lenkt und sich minderwertig fühlen. Hey, wenn du so
fühlst, du bist Gottes Poema. Du bist ein kunstvoller Song von Gott. Ich wünsche dir von Herzen, dass ich heute Abend etwas von dem tief in deinem Herz darf verankern und du kannst anfangen denken und sagen, eben mit dem Psalm 139, ich weiß, wie wundervoll deine Werke sind, wie kostbar sind für mich deine Gedanken, Gott. Ja, wenn wir gerade beim Psalm 139 sind, es hätte ja noch einen anderen Vers gehabt, der mit in diesem Abschnitt aus dem Epheser korrespondiert. Ich habe das gemerkt. Ja, alles steht in deinem Buch geschrieben. Die Tage meines Lebens sind vorgezeichnet, noch ehe ich zur Welt gekommen bin. Ja, ist einfach alles von Gott vorbestimmt. Auch der Paulus redet davon, dass es einzig auf Gott ankommt. Und doch differenziert er noch einen Tick mehr als der Psalm. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es ist also nicht einfach schon fertig, was Gott geschaffen und vorbereitet hat, sondern wir dürfen es jetzt auch noch tun. Bei dem drin wandeln, da sind wir nicht einfach Marionetten. Ich denke, es ist auch da so wie in der Musik, oder? Wenn er sagt, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, das ist das Werk vom himmlischen Komponist. Das Werk steht, das ist grandios komponiert. Es hat einen pompösen Anfang, das Werk baut sich auf, bis es zum Ziel kommt im grandiosen Finale. Doch das Werk muss jetzt noch aufgeführt werden, dass wir darin wandeln sollen. Bei der Aufführung, beim Lebenswandel, da kommt es auf die Musiker drauf an. Bei der Interpretation vom Werk, da gibt es ganz einen Haufen Spielraum. Nur schon in der Klassik, wo streng reglementiert ist, da sagt die Partitur nicht alles. Da gibt es eine Freiheit für persönliche Nuancen in der Interpretation. Und im Metal ist die Interpretation vom Song sowieso noch viel freier. Ja, die grosse Weltsymphonie ist schon komponiert. Das müssen wir tatsächlich nicht mehr machen. Aber wir dürfen und sollen sie mit aufführen und dabei unsere Instrumentenlinie mit unserer ganz eigenen Art interpretieren. Ich finde das total entlastend und gleichzeitig total ermächtigend. So gut muss ich das, was soll gelingen im Leben, nicht selber leisten. Es ist von Gott schon vorbereitet und geschaffen. Und gleichzeitig kommt es genauso auf mich drauf an. Ich darf drinstehen und mitgestalten. Gott traut mir etwas zu. Wenn ich mich als Pfarrer abends aufmache, an ein Metal-Konzert oder im Auto sitzen, an ein Festival, ja, dann weiss ich ja nie, was mich dort erwartet. Ich spüre so eine Anspannung. Was wird passieren? Wer wird mich brauchen? Was ist heute genau dran überhaupt? Mein Gebet folgt darum dann meistens unserem heutigen Bibelvers. Ich frage, Herr, was hast du heute vorbereitet? Ich möchte reinstehen und es tun. Dein Wille soll heute geschehen. Vorbereitet von Gott und mitgestaltet dürfen, sagen euch, das ist mega erfüllend. Und bei allen kleinen und grossen Herausforderungen, die das auch mit sich bringt, das Fakt. Das kreative Spannungsfeld von schon geschaffen und Handlungsspielraum beim Ausführen für uns ist ja seit Anfang von Gott in der Schöpfung eingezeichnet. Nadine hat es am Anfang vom Gottesdienst schon einmal gelesen. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, um zu tun. Und so lesen wir im 2. Kapitel vom 1. Mose das und wir hören dazu jetzt auch noch die Parallelstelle aus dem 5. Mose. Sechs Tage in der Woche darfst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten. Aber der 7. Tag ist ein Ruhetag. Er gehört Jahwe, deinem Gott. An diesem Tage darfst du keine Arbeit tun. Ja, wie ist das in der Musik? Was steigert die Wirkung? Erstens klar, die Lautstärke, oder? Wechselnde Lautstärke gibt Dynamik. Aber zweitens würde ich sagen, mindestens so wichtig sind die Pausen. Überlegt mal.
erst Pausen zwischen den Tönen, also wenn einfach ein Ton weitergeht, also wenn man Pause macht zwischen den einzelnen Tönen, die man anspielt, dann ergibt sich der Rhythmus. Sonst ist das Ganze nur ein monotoner Klangteppich. Erst durch Pausen zwischen den Tönen kann man rhythmisieren und auch das Tempo variieren. Und da sind natürlich auch die grossen Pausen wichtig. Die Pausen von einzelnen Stimmen und grosse Pausen von allem, so Breaks, sind die kleinsten Pausen, die den Rhythmus machen, und die grossen Pausen verhelfen der Lautstärke, dem Tempo zur vollen Wirkung. Und so ist es auch im Leben. Gott hat uns Pausen im 7er-Rhythmus vorgegeben, damit unsere Songs abwechslungsreich und wirksam klingen können und sich nicht abnutzen. Wie hast es du mit der Pause in deinem Leben? Wie du den 7. Tag gestaltest, das entscheidet mit darüber, zu welcher Ehre dein Lebenslied, dein Song erklingt. Und ich komme noch zu einem letzten Punkt. Vielleicht hast du schon die ganze Zeit gedacht. Ja, also das Reden von der grossen Symphonie ist ja schön und gut. Aber was ist mit allen Misstönen in dieser Welt? Ja, was ist mit den Misstönen in meinem Leben? Wir alle erfahren Dissonanz. Wir leiden, wir versagen. Ich bin darum so froh, dass Gottes Symphonie eine Metal-Symphonie ist. Ja, dass dein und mein Lebenssong ein Metal-Song darf sein, der nicht nur in Dur und harmonisch muss sein, sondern genauso in Moll und mit Dissonanzen, die Spannungen und den Schmerz in dieser Welt aufnehmen. Ich meine, der Paulus redet doch in unserem Epheser-Abschnitt genau von dem, dass unser Moll und unsere Dissonanzen von Gott in seiner Komposition aufgenommen und kreativ verwandelt werden. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt uns unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Ja, wenn nämlich das Gute, das wir zustande bringen, nicht unser Verdienst ist, dann musst du dich wegen Jesus umgekehrt auch nicht länger über dein Versagen schämen. Oder du musst dich auch nicht minderwertig fühlen, wenn dein Leben von Leiden geprägt ist. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann können wir nicht aus Gottes grosser Symphonie rausfallen. Egal wie dissonant dein Song aktuell tönt, hat in Gottes grosser Weltsymphonie den passenden Platz. Diesen Gedanken nimmt der Tolkien auch in seiner Musikschöpfung im Silmarillion auf. Der Melkor, einer der Ainur, war sehr begabt. Aber er hat die Musik, die der Ilúvatar vorgegeben hat, immer wieder durch Misstöne gestört. Und doch werden auch die Misstöne Teil eines prächtigen Ganzen. Und Ilúvatar belehrt dann die Ainur, dass keiner von ihnen etwas machen kann, das am Ende nicht die Vollkommenheit von seinen Werken steigere. Egal wie sie sich winden, das Böse muss letztlich dem Guten dienen. Es muss Gott dienen. Und das ist beim Tolkien ja nicht eine Schönwetterphilosophie. Er hat die grausamen Schrecken der Schützengräben vom Ersten Weltkrieg selber erlebt. Darum, Gott hat unendlich viele Möglichkeiten, mit dir ans Ziel zu kommen. Dein Metal-Song ist aufgehoben in Gottes grosser Weltsymphonie. Und auch wenn für dich deine Linie in der Partitur krumm scheint, dann gilt, was Oskar Kullmann, ein Theologieprofessor aus Basel, im letzten Jahrhundert gesagt hat. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Er kommt mit dir zum Ziel. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Zusammenfassend kann ich darum sagen, in Jesus Christus bist du Gottes Metal-Song. Ein Kunstwerk, eine wunderbare Komposition von Gott, die du darfst aufführen und frei interpretieren. Das ist gleichzeitig Entlastung und Ermächtigung. In all unserem Scheitern und Leiden gilt, dein persönlicher Metal-Song ist Teil von Gottes grosser Weltsymphonie, die noch garantiert wird zum Ziel führen. Allen massiven Dissonanzen zum Trotz. Ich lobe dich, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: